willkommen zur 46. Folge von Swissinfo. Du warst Switzerland. Mit mir, Martin. Ich nehme an, den meisten dürfte der Begriff Pegida langsam bekannt sein. Und für die, die es noch nicht wissen, Pegida ist die Abkürzung für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Das ist eine ziemlich rechtsorientierte Bewegung, die bis jetzt vor allem in Deutschland stark war, jetzt aber offenbar auch in die Schweiz kommt. So gibt es am 3. Februar in Basel eine Pegida-Demo und am gleichen Tag, praktisch am gleichen Ort, eine Anti-Pegida-Demo. Das heisst, wir können uns an sich jetzt schon darauf einstellen, dass an diesem Tag die Füße fliegen werden. Die Frage ist jetzt natürlich, warum kommen Schweizer Bürger auf die Idee, dass wir eine Pegida in der Schweiz brauchen? Sind wir wirklich schon so islamisiert, wie die behaupten? Oder ist das pure Angstmacherei, wo da wieder einfach mal ein paar Rechtsorientierte oder Rechtsextreme sich denken, irgendwie müssen wir Anhänger gewinnen, irgendwie müssen wir dem Volk Angst machen, dass es unbedingt gegen irgendwelche Bedrohungen, die 4000 Kilometer weg sind, auf die Straße gehen muss. Die Frage ist natürlich, ob die Bedrohung wirklich 4000 Kilometer weg ist. Ich rede jetzt vom IS. Oder ob man da wirklich sozusagen Angst haben muss, dass der Terror und so weiter bis in die Schweiz kommt, was durchaus möglich sein kann. Meiner Meinung nach ist eine Bewegung wie Pegida zwar ein Indiz dafür, was gewisse Bevölkerungsgruppen denken, aber das Programm von der Pegida ist ganz und klar nicht tauglich, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ich kann also mit der Pegida nicht anfangen, genauso wenig, aber kann ich auch mit der Gegendemo anfangen, wo ich auch nicht präsent sein werde. Aber ich kann vielleicht mit der Kamera vorbei ein paar Interviews machen und dann schauen wir, ob wir da etwas Interessantes herausfinden können. Die Frage ist jetzt natürlich, was meint ihr zu dieser ganzen Pegida-Sache? Braucht es das wirklich in der Schweiz oder findet ihr, ja, das ist schon lange überflüssig gewesen, das brauchen wir unbedingt in der Schweiz? Ich persönlich finde, die können von mir aus gerne in Deutschland bleiben. Eure Meinung gerne in den Kommentaren. Kennt ihr das, wenn ihr in die Schule geht, solltet ihr Sport machen, aber eigentlich würdet ihr lieber daheim im Bett liegen und einfach gamen? Ich kenne das logischerweise auch. Und, was jetzt sehr spannend ist, in Norwegen gibt es eine Schule, die zukünftig Games anbieten als Unterrichtskurs. Im Klartext heisst das, auf dem Lehrplan soll dort in Zukunft auch Zeug stehen, wie zum Beispiel eben Counter-Strike, League of Legends oder Dota 2. Also eigentlich alles Games, wo man damit schlussendlich Geld verdienen kann. Es soll, laut Aussagen von dieser Schule, für jedes Game einen extra Lehrer geben. Dann kannst du einfach in die Schule gehen, kannst lernen, wie man gut zockt. Und am Schluss verdienst du noch Cash damit. Das ist im Fall ein bisschen mein Traum. Die Frage ist jetzt natürlich, braucht es das auch in der Schweiz? Ich meine, schliesslich geht es darum, dass man doch Schüler in der Schule darauf vorbereitet, dass sie im Berufsleben erfolgreich sein können. Und wenn man mit Games wirklich viel Geld verdienen kann, wieso soll man das denn auch nicht in der Schule lernen? Stellen sich natürlich dann noch viele Fragen, wie zum Beispiel, ist Counter-Strike zu brutal, um den Schülern beibringen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Schreibt es doch einfach in die Kommentare rein. Ein Bericht aus dem 10 über den Schweizer Umgang mit Flüchtlingen hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum prasselt denn da plötzlich Kritik auf die Schweiz runter? Naja, das liegt daran, dass in diesem Bericht erwähnt worden ist, dass der Flüchtling ein Vermögenswert von über 1000 Franken, falls sie den dabei haben, beschlagnahmt wird. Das sind natürlich viele ausländische Skandalblättchen als Vorlage dienen, mal so richtig die Schweiz abzudissen. Die Kritik ist in meinen Augen nicht berechtigt, denn von den ganzen Flüchtlingen, die in der Schweiz ankommen, hat nur ein Bruchteil davon mehr Geld dabei als 1000 Franken. Zum einen ist das natürlich sehr bedauerlich, zum anderen haben die Flüchtlinge, die aber wirklich mehr Geld dabei haben, auch wirklich mehr Geld dabei, deutlich mehr Geld. Und ich finde es richtig, wenn denen das Geld ein bisschen weggenommen wird, um vielleicht den anderen Flüchtlingen bessere Aufnahmebedingungen zu ermöglichen. Das heisst sozusagen, dass der reiche Teil der Flüchtlinge ein bisschen daran zahlt, dass man den ankommenden ärmeren Flüchtlingen bessere Bedingungen verschaffen kann. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen wir mit der Kritik aus dem Ausland um? Sollen wir die einfach ignorieren oder sollen wir probieren, ein bisschen etwas dagegen zu machen? Oder findet ihr, das lohnt sich eh nicht? Oder findet ihr, der Lionel Schnurrt einfach Mist? Findet ihr, nein, man sollte den Flüchtlingen nichts abnehmen, die haben ja sowieso schon so wenig, wobei dann die über 1000 Franken haben, meistens deutlich über 1000 Franken haben. Wobei es eben an dieser Stelle nochmal ganz wichtig ist zu erwähnen, dass die eben nicht so viel sind und dann heisst es eigentlich, die Schweiz wird kritisiert, für dass sie irgendwie ein munzig kleine Bruchteil von Flüchtlingen anders behandelt als andere und das wird dann natürlich als stereotypisches Paradebeispiel für alle Schweizer und alle Flüchtlinge genommen. Das ist natürlich nicht ganz fair und darum bin ich umso gespannter auf eure Kommentare. Haut in die Tasten, los! Ich bin im Kino und zwar bin ich schauen, die Revenant. The Revenant, der Rückkehr. Wie spricht man das genau aus? Okay, ich bin den Film mit Leonardo DiCaprio schauen und jetzt ist es offiziell. Der Typ braucht einen Oscar, es kann nicht mehr so weitergehen. Der Typ braucht jetzt einfach einen Oscar, der Film selber ist 12 Mal nominiert. Wenn er den jetzt nicht bekommt, dann kann er mit seiner Karriere aufhören. Jeder, der diesen Film gesehen hat, und mit diesem Film meine ich eigentlich Titanic, ist ja sicher mit mir einer Meinung, dass DiCaprio ein solider Schauspieler ist, oder? Und das ist schon vor irgendwie 20 Jahren, als dieser Film rausgekommen ist. Der ist immer besser geworden.
und hübscher. Es sind natürlich auch noch andere Filme nominiert und auch andere Schauspieler. Was hingegen interessant ist und wo die Presse auch sehr ausführlich teilweise darüber berichtet hat, ist der Fakt, dass kein Film von einer Frau und keine lateinamerikanischen oder afroamerikanischen Schauspieler und Schauspielerinnen nominiert sind. Und wegen dem sind natürlich sofort wieder Rassismusvorwürfe gekommen. Was meinen eigentlich ihr dazu? Wer hat einen Oscar verdient? Welcher Film hat einen Oscar verdient? Schreibt es jetzt in den Kommentaren und streitet darüber, wer besser ist. Mein Vorschlag ist, der Leonardo DiCaprio garantiert als bester Hauptdarsteller. Mit was assoziiert man eigentlich Satiriker-Magazin Charlie Hebdo? Bis vor kurzem höchstwahrscheinlich noch mit dem Anschlag, der vor genau einem Jahr stattgefunden hat, jetzt aber könnte sich das Ganze ein bisschen verändert haben. Grund dafür ist eine Karikatur, die von diesen Zeichnern jetzt gerade neuerdings veröffentlicht worden ist und auf der man folgendes sehen kann. Auf der Karikatur ist zu lesen, was wäre aus dem kleinen Aylan geworden, wenn er überlebt hätte. Nochmal ganz kurz zur Aufklärung, der Aylan ist der Flüchtlingsbub gewesen, der im Mittelmeer verdunken ist und dann ans Land gespült worden ist und da hat irgendeine Schurni das abknipst und das Bild ist dann richtig gehend durch die Medien geflossen. Laut der Zeichner hat auch er den solchen Übergriff auf Frauen gemacht an Silvester, wie es jetzt gerade kürzlich immer wieder in den News zu lesen war. Obwohl sich vor einem Jahr praktisch alle mit Charlie Hebdo solidarisiert haben, logisch nach so einem Anschlag, hagelt es jetzt totale Kritik und das meiner Meinung nach völlig zu Recht. Die Frage ist jetzt, dürfen die unter dem Deckmantel von der Satire wirklich so weit gehen, zu sagen, es ist gut, dass der versoffen ist? Ich finde es ja gut, wenn man ein bisschen provoziert, damit Leute auf etwas aufmerksam werden, aber gerade so deftig, das ist meiner Meinung nach ein ganz klarer Fehlgriff. Oder beziehungsweise, damit es auch die Franzosen verstehen, ein Fauxpas. Was ich aber wirklich nicht verstehen kann, ist, warum machen sich die Redakteure jetzt erst recht ein gefährliches Leben? Ich meine, bis vor kurzem haben sie ja nur Terroristen auf sie abgesehen, jetzt sind die ganzen Flüchtlinge hässig und sie werden auch noch von anderen, ganz normalen Europäern kritisiert. Das heisst also, ja, ein Geniestreich, um sich unbeliebt zu machen an sich, aber auch gewissermaßen ein Geniestreich, um die Auflage vermutlich zu verdoppeln. Jetzt ist natürlich die Frage, was meint ihr dazu? Dürfen wir wirklich so stark provozieren oder ist das ein No-Go? Meiner Meinung nach ganz klar das Zweite, aber trotzdem bin ich gespannt auf eure Meinung. Ab in die Kommentare. Am Mittwoch ist das Internet ausgefallen von der Swisscom. Und teilweise auch von der Cablecom. Einen halben Tag lang haben wir einfach in der Nordwestschweiz kein Internet gehabt. Für jemanden wie mich ist das natürlich schockierend schlimm. Ich muss mir ehrlich gesagt als absoluter Internet-Junkie outen. Und wenn du dann am PC und am Laptop nicht mehr ins Internet kannst, ist das schon sehr mühsam. Aber es hat natürlich auch wieder mal aufgezeigt, wie abhängig wir von dem ganzen Seich sind. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich nachher einfach mit dem Nadel ins Internet gegangen. Wie habt ihr das Ganze erlebt? Was ist euch passiert? Was habt ihr nicht machen können? Habt ihr euch genervt oder ist es euch ehrlich gesagt auch mal ganz recht gekommen, dass man nicht konstant immer und überall muss erreichbar sein wegen dem Internet? Schreibt euch eure Geschichte in die Kommentare rein. Das war mit der 46. Folge von Wissen von doof aus Switzerland. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch bei Martin vorbei und dann nicht 2 Videos von und mit ihm verlinkt. Da habt ihr sonst den Kanallink zu ihm. Und damit tschüss!